Ekran! Laat ons topranen en God kennenleren. Welkom lieve vriend, welkom to het programma Ekran. Dankzij dat u van jouw eigen schuld hast en hier dabei bist. Mijn naam is Eduard Giesbrach en ik heb hier waar David in Sieglinde thuis. So, zoals we in het programma zeiden, David heeft werkelijk het programma ongestart, angefangen mal en heeft mij dat dan evalueerd. In het programma zag wie David zijn geschicht wou hij van klein aan van de muziek weer, waar hij met dokkeren moest en waar hem dat zo bewegen deed. En wou hem dat in deze ganze muziekschool en later als leraar en zo wieder gebracht heeft. En dan irgendwann als muziekproducteur oder Produzent. En op einmal, wenn man der zag, wo ich glaube, wie alle nicht so sehr von wirklich geträumt hadden. En dat du op einmal wie Videos produzierte, thuis im Haus und auf einmal sahen Duizenden oder Hundertduizenden Menschen diese Videos. Und dann, das passiert in Bolivien alles, das große Knall sozusagen. Über Nacht schreiben auf einmal ans viele Menschen, und nicht, dass wir ans was glauben, weil wir sind dort aus dem Vorteil, dass wir können Part von dieser Geschichte sein. So würde ich das mal sagen, weil ich will auch Part von das Ganze. Aber dan trek nog Paraguay, dat land waar je geboren zijn. Du zijn lange Geschichte, wo das Amtszug wie hielde innerlich, aber anders wie Frau. Wenn sie wüsste, hier hat je auch einen Traum. Und vertelt mal von diesem Traum, was je hier hatte, was je hier abgeben wollen. Ich weiß nicht, wer du anfangen kann. Wenn dat wir nicht, dass wir uns im Traum herkommen. Okay. Dass wir jetzt wie so, durch verschiedene Situationen haben wir uns entschlossen, dass wir die andere Zeit herzukommen. Okay. Und dann haben wir jetzt wie so in da. Was nehmen. Das hat uns dann, dass wir mit Freunden, einfach auch Freunden, was hier, was man zwischen da haben kommen, einfach anfangen zu reden. Und du weiß Gott uns und entwickelt den Traum, dass wir wollen hier was anfangen, met medienproduktion. En dus zijn zeer veel mensen wat muziek geleerd hebben. Zeer veel mensen wat veel talenten ontwikkeld hebben. En ik vind de idee, die talenten brokken. En deze mensen hierom zijn, maar ook wens het internet hebben, ook dat wieder uit. En dan een plaatje, waar we al ons het meeste beweegt hadden, eigenlijk hauptsächlich, dort ook nog breder merken in een andere sprache gaan. En opmerken, dat immer mehr Menschen hier in wat we dan nog her exalte Jesus namen, door de gelegenheid hadden ook te produceren. Also dat niet plus ons produceren is, sondern dat andere mensen wat herkomen en produceren mochten ook een gelegenheid hadden. En wie worden onthelpen dan in de medienwelt aan te komen, ze wieder de goede kwaliteit opnieuw merken en door met den Sehen en licht te zijn. So, wat was du sagen? Ik geloof dat fang al in Bolivien aan dat we aanwaarden dat viele mensen hebben vele goven. Mens God jeft goven. Hij jeft goven zoals het nodig is. En die goven zijn allemaal verstrekt. En daar waren we al zeer aan dat het een deel van onze arbeid ook wordt zijn, deze mensen een gelegenheid te geven. Die goven te brokken wat God hen gaf. En ik geloof dat is een grote deel wat David ook meint, dat we ook hier mensen gelegenheid geven willen, dat we niet plus die mensen zijn willen, waar dit materiaal hangt, of wat het zijn willen, maar krijgt ook gelegenheid geven, waar mensen kunnen ergens brokken. Wat ik te zeggen kan is, als we mal eenmaal nach in Bolivien, als je dort nach wäre, dann mögen wir eine Reise nach Paraguay mit der erste CD von Ekran und geben nicht ab, was die gesungen haben. Und die ist, was du wieder noch andere Leute dazu und singen die Leute auf verschiedenen Städten in Paraguay. Und besonders junge Menschen werden sehr beeindruckt und haben sehr guten Zeit dabei. Und dann sehen wir früher sehr viele Menschen, wo haben sie gelehrt, diese Musikanten, die singen. Und wie sehen die meisten von denen haben niemals meist nicht wirklich eine Klasse gehabt in Musik. Und die sehen das jetzt nicht. Aber was ich sage, Lothar, was
das Einzige, was wir hier haben, wir haben, das ist eine Plattform, oder das ist eine Schiebe gemerkt, wo wir gesagt haben, wenn du eine Gabe von Gott hast, hier kostet die Uiteiven. En du kost die eiven en die gov. En daar wie muziekleraar te zeggen, die dat dan best is het terugpassen, zei du was alle dort, spelen du alle dort, en dan niet te zeggen zo, of te zeggen ja, en dan alle dort. En irgendwann komt een fijne muziekgroep uit. En dat wat je dan nog, ik geloof dat is wat je bent van de eerste dag nog maar doen. Mensen wat de gov einfach gebruiken willen. Ja. En dan weet ik het je alleen. Er weer ook anderen in Bolivien wat du met je overhand dat deze gov ontwikkeld worden. We allemaal denk ik erwähnen willen. Maar dat ligt mij ook immer warm hart. Dat hebben we van de eerste dag maken. Spanische mensen. Zeker dat hier ook Raum ons met de verschillende fouten spreken wat hier Raum zijn. Einfach die te verder zijn. Je hebt hier een gelegenheid. Ja? We kosten hen een te komen in de studio. Maar de iets wie deze gelegenheid geven. Hier ist die Gelegenheit, dass die Gove kann, dass du hier Gott deine kost mit der Gove, was du hast, nicht? Und wie viele Sprachen produzieren ihr all verschiedene Sachen? Also so weit habe ich in Spanisch, wir haben ein bisschen mit in Englisch, Plattdeutsch, mit in Hurdisch und auch in Guarani. Wow. So 5 Sprachen so weit. 5 Sprachen all, was ihr produziert. Ich hoffe, das sind bald mehr. Okay, sehr gut. Wir haben viel über Musik geredet, über Medien, aber diese ganze Medienwelt ist viel mehr als Musik. Die produzieren von der auch andere Sachen als bloß Musik, nicht so? Zum Beispiel Sieglinde und die Top-Leiter ein Programm, das sich nennt Weichwiese, das hat sozusagen nicht mit Musik zu tun. Wann Möglichkeit sitzt du in den Medien, Sieglinde? Na, Weichwiese wären drin von mir, wenn es ich fand, dass das wird sehr ich finde das sehr wichtig, dass wir ansparen haben, oder auch Menschen abmuntern, die in die Bibel zu gehen. Besonders in einem Thema, wo einer denkt, das Thema fehlt etwas zu reden, oder so, und dann dass einfach Menschen dann sagen können, das so Sachen in der Bibel selbst nur lesen, wo wir das dann nicht kennen. Ich glaube, die Gelegenheit auch Wissen wieder zu bringen, oder wo einer kann die Bibel lesen, oder wo einer die kann wiederbringen, sind unendlich meist. Und das sind auch Träume, die wir haben für hier für Exalta Jesus, dort wir auch Medienproduktion machen, und Cut-Videos, und dann Videos, wo Menschen, wenn es Menschen checkieren wird, und wenn die dann dort checken, dann seine, und dann sind da Fahrsperren, das wird die Wiese wählen. Und ich glaube, so eine Produktion aus dort jetzt Eva Sprache Eva. Das ist die erste Produktion wird nicht bloß im Plattdeutsch sein gebraucht. Einer kann die Produktion machen und dann kann einer dort Plattdeutsch handschreiben, Arabisch handschreiben, Guarani handschreiben oder reden, was immer. Und dann sind die Möglichkeiten so groß, dass einer Eva die Grenze hinweg kann, das Wort Gottes wiedergeben. Und das dort auch sehr einen positiven Einfluss sein. Sehr gut. Was sagt Ihre Vision eigentlich, was ihr gestaltet habt für Exalta Jesus? Das steht in Spanisch, das sagt Exaltar a Jesucristo en el idioma materno de ese Paraguay al mundo. Jesus Christus erheben, loven, prijzen, ja, en ander weer. En dat en die Muttersprache van Paraguay in de Welt nennen. So, dat is de vision. En wenn wir mit dieser Vision umgehen, also, was ich schon sehe, wie mochte das viele Menschen, die gelernt haben, mit ihrer Gabe zu dienen. So, wenn von der jetzt wir noch mithaben, sagt, diese Vision habe ich. Dann hoffen wir immer, dass mit der Vision kommt und mit der Passion, dass er selbst was dienen will. Nicht uns eine Idee, was wir noch alle dienen sollen. Wir sind drauf. Aber Menschen sind hier willkommen und sagen, ich habe eine Idee, ich habe eine Vision, ich habe eine Passion, ich habe einen Raub von Gott. Met dit mocht hij dienen. En wenn dat in onze vision nennt passt, dann hat der Mensch hier Raum und darf dort in unsere Studios und hier so wieder hier binnen produzieren. Dat is een beetje de idee dat de Menschen herkommen können mit einer Vision, mit einer Passion und seine Welt wie dort verwirklichen. Und da versucht wie bitte Foto, wie immer wir können, dat passieren kann, nicht? Und dass Jesus Christus wird erhoben worden, dass sein Recht wird was. Und was wir sagen, das Recht Gottes was wirklich durch dich. Immer mehr sei wie dort, und wie das kann wir nicht mehr verstehen, sozusagen. Wenn wir checken, in Bolivien zum Beispiel, wo ich wohne da,
wofeel mensen num Evangelium komen oder sich betieren, dat klar te zeggen. En wanneer de vrouw das Wort der Ursache ist, meest immer ist dort oder vielleicht Radio oder Videos oder Leute oder die Bibel auch. En een andere wie, de Bibel ist auch ein Medium, ist auch part von Medien, en so ist ein gedrucktes Wort, nicht so ein Buch, wo irgendwer muss ich die Arbeit merken, dort zum Beispiel ein Plotitsch, der was sagte. Laatst had ik die Gelegenheit mit einem Mail te reden en ik vroeg, wo hast du Jesus gefangen? Na, ik fang an, eine plottische Bibel te lesen. En du ze have Medien gebruikt, aber das einem zum Beispiel. En andere zei, habe ich genug Jugendliche hier, ich harcht immer David Teif seine Leider. Aber die Impakte vertikal Leider. Und dann, du will ich han. Und dann harcht ich Predigte von Jan Prediger. Jana redet über Radio. Und dann auf einmal harcht ich das und Jan. Und dann auf einmal kommt eine Person um mich und fragt, wirst du diesen Jesus nicht annehmen? Und dann sage ich, ja. So, durch die Medien, das ganze Land viel mal reingemerkt, also auch, dass Menschen durch in den Medien kriegen, die Gelegenheit haben. Ja, und ich finde einfach auch, dass sich mein Verdienst oder dein Verdienst oder Jahren dein Verdienst, nicht? Ich glaube, wenn wir Kinder Gottes sind und das bewusst leben und das rüt leben, dann plant wir alle. Und dann der eine, der was hat, und der andere das, und der andere das jahnt, und der andere der arnt. Und so was Gott sein Recht, ja. Und ich glaube, soll jeder, wo er sich berufen fühlt, seine Passion, ja. Als das nur Jewe ist, als das nur ein Programm merken ist, als das nur Singen ist, oder was immer das ist, nicht? Dat wir durch leben, wo wir fühlen, das ist mir abgefangen Gott. Und dass ich das ihren Semen da, dann glaube ich, was da drin. In seiner Arbeit als je Stunde, jeft das einzige Deel, wo einer ein bisschen mutlos wurde. Hij irgendwas, was je dann een moutmerken geven dat, irgendwas, was dat een beetje schuiven dat. Manchmal ist ja das, wenn du mit den rechten Menschen typ bist, in dem Sinne, dass ich viel sage, David, vamos, sie lernen, vamos. Nächstes Mal findest du dem Trost an Gott sein Wort. Nächstes Mal hast du ein paar Leute gehört und sagst, yes. Ja. Nächstes Mal einfach diese Stimme an die, wo einfach sagt, ja, ich ziehe Meid, ich ziehe Mötlos, ich ziehe, vielleicht sollte man feitsüchtig gehen. Dann meinst du, aber Gott haftet, das ist mir abgehen. Und dann kommt das im Heiligen Jesus und einfach dann, das ist wie diese Affirmation, diese Bestätigung, das ist die abgehen. Und dann merkt das, was er möchte. Was sag ich? Und ich glaube, dass die feitsüchtig hier am sind bei uns auch möglich. Die Ackerbücher sind bei uns auch möglich. Wo immer du bist, nicht? Das gibt diese Momente. Hast du irgendwas, was jemand mir gerät? Ich glaube, das ist Gnade von Gott, wenn einer manchmal ein Beet Frucht sieht, von dort, was er dann in anderen Menschen erleben hat. Und ich fühle mich da manchmal so, dass ich darf Port sein in seine Sache dort. Das demütigt mich, oder dort. Ich fühle mich einfach so, dass ich da kann mit Port sein, dort ist. Einfach eine große Sache macht mich manchmal mit. Dort ist Gottes Gnade, wenn er mir manchmal ein Bett wird seine Lad, wo wir können, wo helfen oder dabei sein. Und dort gibt mir Freude. Manchmal denke ich so, wo haftet bloß das alle gibt, das ist bloß an Gottes Sehen gelegen. Das ist einfach an sein Sehen gelegen. Vielen Dank für diese Sache mitteilen. Wir möchten auch Exalta Jesus viel sehen, wünschen auch Dankeschön für diesen Studio, von der ich hier brücke. Und möchte ich vorabgehen, und wir wollen wieder in der Stadt, das wir kennen. Und Dankeschön auch für die Unterstützung, was die für uns sind. Für nu möchte ich sagen, wann möchtest du auch Exalta Jesus in der Stadt? Und eine Weg, wo die in der Stadt kostet, ist, der Videos zu checken. Wirklich. Das hilft dann, wenn die in YouTube oder wo immer Views kriegen, wenn die mehr Menschen die sein, und du sind auch viele, sie pot von diesen Menschen, die das checken, bet für ihn, und wenn du nach anderen Wegen weit sind in der Stadt, dann dort noch. Für nu möchte ich sagen, Gottes Segen, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ekran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp Nummer 591 7788 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.